Ja, grüß euch, liebe Leute. Jetzt sitze ich wieder einmal da in den lieben Schanigarten des Café Admiral auf der Hernalser Hauptstraße. Ich mache einen kleinen Schwenk. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Hernalser Hauptstraße. Ja, was soll ich wieder erzählen? Bevor ich zum Erzählen anfange, brauche ich natürlich ein ordentliches Bierschluckerl. Weil das so heiß. Ich muss dazu sagen, der Tag war nicht schlecht. Ja, es ist Sonntag, der 12. Juli 2009. Heute habe ich so eine kleine Wanderung gemacht in Neuwaldeck draußen, besser gesagt in der Schwarzenberger Allee. Da war es dunkel. Ich hab mich fast gefurchten. Ich hab schon geglaubt, es kommen aus die Gebüsche, aus dem Unterholz. Vampire oder Teufel auf mich zu und wollen mich fressen und aussagen. Nichts ist geschehen. Ich bin jetzt eigentlich sogar gut drauf, weil in der Schwarzenberger Allee gibt es auch einige Wiesen. Lichtgrüne Wiesen. Und die wirken schon ein bisschen auf mich geil. Und wie der Zufall will, kommt einfach aus dem Wald in die Waldlichtung ein ganz hübscher Haus. Weiß nicht wie alt, 17, 18 Jahre. Achte die Haxenbrat. Und ich hab's dann kräftig pudert. Das war jetzt ein Märchen. Ein Hernalser Märchen. Nein, ich hab eigentlich in der Schwarzenberger Allee niemanden gesehen. Bin dann wieder zurückgehatscht zur 43er Linie Neuwaldeck und bin dann mit 43er wieder daher gefahren und ausgestiegen, Station Wattgasse. Ja, jetzt sitze ich da, jetzt fällt mir nichts mehr ein, aber ich muss sagen, es ist ein unheimlich interessantes Gebilde, was in meinem Kopf jetzt vorgeht. Einerseits eben die Märchenprinzessin in der Schwarzenberger Allee, andererseits die total realistischen und stinkfaden Autos auf der Hernalser Hauptstraße. Jetzt sieht man gerade, jetzt kommt einer Vierer, hin und her wird gefahren, bla bla bla, als glauberten's. Sie waren Formel 1 Rennfahrer, die Wappler da ähnlich. 43 gefahren, einwärts. Auch nicht uninteressant, gell? Na gut, ich mache jetzt noch mal ein kräftiges Schlagerl. Das muss ich zu meiner Rechtfertigung sagen, ich zeige bei vielen meiner Videos nur eine Hand, weil mit der anderen Hand muss ich leider die Arschlochkamera halten, ja. Und da schaue ich ein bisschen verkrippelt aus, ja, weil ich kann den nirgends platzieren da. Ich brauche ungefähr 1,5 Meter ein hohes Pult, ja, wo ich mich wirklich komplett dann aufnehmen kann. Es ist leider nicht möglich, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ja, aber das war schon wieder. Also, bis bald.